Bevor wir morgen bereits schon wieder zu der letzten Folge dieser Staffel kommen, gibt es heute nochmal etwas Spezielles. Nämlich die erste Geschichte ganz ohne Erzählstimme. Und wenn du uns unterstützen willst, teile doch gerne die Folgen, die dir gefallen, abonniere den Podcast oder du gibst etwas in unser digitales Kässeli. Über Twint kannst du an die Nummer 077 448 1899 den Betrag schicken, den du für angemessen haltest. Und jetzt ganz viel Spass mit der heutigen Folge. Also, nur 3 Wochen? Aber Joanna, ich bin doch in meinem Plan von 3 Monaten ausgegangen. Ja, ich weiss, Daisy. Aber die Direktion hat uns das Budget wieder gestrichen. Ein vermeintlich untergegangenes Volk zu finden, sei vergebliche Liebesmühe und bringe unser Departement nicht weiter. Aber gell, schon das 10. Team dieses Jahr in Amazonas schicken, um wieder mal einen Stamm zu erforschen. Das geht dann. Die beneide ich aber auch nicht. Ich wäre auch schon mal fast im Kochtopf gelandet. Was? Ich habe gemeint, du seist Survival-Expertin im arktischen Gürtel. Das Amazonasgebiet ist ganz eine andere Vegetation. Weisst, Sam hat halt schon sehr eine lange Karriere im Survival-Bereich hinter sich. Sie ist die Beste auf ihrem Gebiet. Darum haben wir sie auch angehört. Ich habe mal gehört, sie hätte es sogar geschafft, einen Eisbär dazu zu zwingen, ihre Tür zu einem alten, eingefrorenen Schiff aufzubrechen. Sam, stimmt das eigentlich? Das musst du den Eisbär fragen, ob er sich gezwungen gefühlt hat. Also, werden wir etwa auch Eisbären müssen bezwingen? Ach, Stacey, mach dir da keine Sorgen. Oh, ihr habt euch wirklich keinen kälteren Ort für eure Forschung aussuchen. Was der Andrew meint, ist, dass ihr so richtig gemütlich hier in eurer Basis habt. Heute zusammen. Nein, Mary. Ich meine, es ist wirklich unhuere kalt da aussen. Aber zum Glück müsst ihr ja nur 3 Wochen da bleiben. Ja, dank dir nehme ich an. Was verschafft uns die Ehre, vom Direktor der Universität Greendale besucht zu werden? Ah, Joanna, du kennst mich doch. Ich bin ein Mann vom Volk. Mich interessiert es, was meine Forschenden so machen. Der Andrew geht bei jedem einzelnen Forschungsprojekt das Jahr vorbei. Und wir von der Kommunikation begleiten ihn fotografisch und berichten darüber. Wisst ihr, der Jahresbericht wird das Jahr als Reportagemagazin erscheinen. Mit dem Andrew als Galionsfigur von unserer geschichtsträchtigen Uni. Aha, ein PR-Stunt also. Wer sind denn Sie? Sam, Überlebenskünstlerin und Ortskundige. Ich bin dafür zuständig, dass wir da aussen in der Wildnis nicht abhanden kommen. Interessant. Ich will euch nur ungern unterbrechen, aber gemäss meinen Berechnungen und den massiven Anpassungen im Zeitplan müssten wir jetzt schon aufbrechen zum ersten Feldeinsatz. Wie? Jetzt? Aber wir sind doch erst gerade angekommen. Ich weiss, und das tut mir auch leid für eure Umstände. Aber gemäss dem Wetterradar können wir uns nicht leisten, noch einen Tag länger in der Forschungsstation zu verharren. Das Wetter kann jederzeit umschlagen und dann wirft uns das noch weiter zurück in unsere Planung. Ich bin zwar selbstverständlich daran, all die Modelle und Berechnungen anzuwenden, die wir in Greendale gelernt haben. Aber bis jetzt habe ich noch keine anderen Möglichkeiten für Zeitersparnis gefunden, als, vorwärts zu machen. Stacey hat recht. Die Natur da ist erbarmungslos. Wir können nicht auf Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Also, packen alles ein und dann gehen wir in die Richtung, die wir besprochen haben. Andrew, Mary, ihr könnt natürlich gerne auch da bleiben. Aber das Team vom Projekt Arktantis geht jetzt auf Expedition. Arktantis. Das tönt nach einem Abenteuer, ganz nach meinem Geschmack. Der Wind ist stärker als vorher, wo wir hierher gebracht worden sind. Ja, wie lange geht das noch? Laufen in dieser Kälte ist wirklich eine Zumutung. Ja, wir hatten ursprünglich mal Schneefahrzeuge geplant. Aber das Budget hat ja nicht gelangt, gell, Andrew? Also eigentlich ist das ja ganz schön, ein bisschen an der frischen Luft zu sein. So ein Winterspaziergang hat doch etwas. Der Schneefall wird stärker. Und dort am Horizont ist es schon ganz dunkel. Macht ein bisschen vorwärts. Ein Sturm zieht auf. Oje, hoffentlich haben wir alle Platz in unserem mobilen Unterschlupf. Jetzt, wo wir zu 5. sind. Wenn wir Glück haben, gibt es sogar wärmer, wenn wir mehr sind. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Weiterlaufen.
Man sieht ja gar nichts mehr. Und mein Gesicht fühlt sich an, als würde es von kleinen Eissplittern attackiert werden. Ich weiss nicht, wie lange ich noch weiterlaufen kann. Könnte man nicht den Unterschlupf aufstellen? Das bringt jetzt nichts mehr. Sobald wir es auspacken, haut uns das Zelt um die Ohren. Ja, und was machen wir jetzt? Weiterlaufen. Woher denn? Sam, sind wir wirklich noch richtig? Ja, Sam, red doch mit uns. Mein Kompass ist stehen geblieben. Hätte ich doch nur meinen eigenen mitgenommen. Was? Sind wir jetzt verloren? Noch nicht. Aber der Kompass, der ist doch von eurer Uni. Die müssen doch top-notch sein. Andrew, du hast mir das modernste Equipment zugesagt. Ja, die Besseren haben halt das Budget gesprengt. Wenn wir hier lebend rauskommen, melde ich das im Vorstand. Wenn wir hier lebend rauskommen. Nicht aufgeben, Crew. Wir werden heute nicht Teil von Arctantis. Woher wollen Sie das jetzt wissen? Nur so ein Gefühl. Sam, wo rennst du? Warte auf uns! Da vorne ist unser Ziel. Da vorne ist nichts, nur eine weisse Wand. Und ein schwarzes Loch? Verlieren jetzt all den Verstand? Joanna, Mary hat recht. Dort ist ein schwarzer Fleck. Und was, wenn das ein gefährliches Tier ist? Tatsächlich, irgendetwas ist da. Kopf runter! Eine Höhle? Ja, und was für eine? Sie besteht sowohl aus Eis als auch aus Gestein. Über das haben wir mal eine Vorlesung gehabt. Nicht jetzt, Stacey. Wir müssen uns zuerst mal orientieren. Sind noch alle da? Ja, so halb jedenfalls. Ist irgendjemand verletzt? Naja, lang wäre es wahrscheinlich nicht mehr gegangen, bis uns die Nase abgefroren wäre. Aber ich glaube, für den Moment ist es okay. Gut, dann müssen wir jetzt einen Plan schmieden, wie wir weiterfahren wollen. Der Eingang ist verschüttet. Raus können wir also gerade noch nicht. Allein schon wegen dem Sturm nicht. Vielleicht können wir uns ja hier kurzzeitig einrichten. Eventuell gibt es sogar hier innen erste Hinweise auf Arctantis. Ich kenne den Ort. Wie bitte? Ja, ich bin schon einmal in dieser Höhle gelandet. Vor vielen Jahren. Sie ist höchstens 2 Kilometer von unserem Zielort entfernt. Aber das ist ja super. Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. Wieso machst denn du so ein ernstes Gesicht? Das letzte Mal, als ich da war, habe ich etwas gesehen. Etwas, was ich noch niemandem erzählt habe. Was denn? Etwas Gefährliches? Wahrscheinlich. Ja, bravo. Andrew, wir dokumentieren jetzt nur noch Projekte, die in der Zivilisation stattfinden. Letzte Woche um die Zeit waren wir noch zusammen am Coldplay-Konzert. Und jetzt hocken wir in einer Höhle und bangen um unser Leben. Der Jahresbericht. War deine Idee, Mary? Wir haben jetzt keine Zeit für Streitereien. Wir müssen unseren Fokus halten. Habt ihr es gehört? Ja, es hat tönt wie ein Knurren. Von ganz weit hinten aus der Höhle. Und wie Schritte, die näher kommen. Wir werden alle sterben! Ruhig! Vielleicht sind eure Arctantis-Bewohner doch nicht ausgestorben. Ich glaube nicht, dass das ein Mensch ist. Nein, das tönt wie ein grosses Tier. Oh Gott, vielleicht ein Eisberg? Es ist kein Bär. Woher wissen Sie das? Ich habe ihm schon einmal in die Augen geschaut. Damals. Wir müssen uns verteidigen. Nehmt euch ein Werkzeug in die Hand. Ich sehe einen Schatten. Er ist riesig. Und jetzt sind weisse haarige Fuß. Es ist doch ein Bär! Oder ein Gorilla! Zusammenstehen! Er muss meinen, wir seien ein grosses Tier. Es scheint zu wirken. Er weicht ein bisschen zurück. Ich schalte trotzdem mein Diktiergerät an. Wenn wir das nicht überleben, brauchen sie eine Erklärung. Warum? Wenn uns überhaupt noch jemand findet. Oh Mann, der scheiß Jahresbericht. Sam, was soll das? Dominanz zeigen. Wir müssen mitsummen. Und jetzt, Mary, knips so viel du kannst. Mit Blitz. Er verschwindet ins Dunkle. Wir haben ihn vertrieben. So weit würde ich nicht gehen. Schnell, nehmen wir euch Eisbohrer für. Wir brauchen ein Loch.
Andrew, Mary, ihr behaltet den Blick auf den Hinterteil der Höhle. Die Kamera im Anschlag. Okay, ist gut. Wir haben es geschafft. Raus mit euch. Puh, endlich wieder Tageslicht. Der Sturm hat sich auch wieder geleitet. Dann gehen wir jetzt lieber so schnell wie möglich wieder zurück zu der Forschungsstation und protokollieren unsere Erlebnisse. Nicht, dass das Viech uns noch verfolgt. Bin ich deiner Meinung. Die Expedition Arctantis geht zurück zu der Basis. Sam, meinst du, kannst du uns dort hinführen? Sam? Sorry, was? Ah, ja klar, ich weiss wodurch. Alles soweit okay? Du hast so besorgt auf die Höhle geschaut. Ich habe gemeint, es beobachtet mich jemand. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Als Wildnisexpertin bin ich halt manchmal ein bisschen überwachsam. Schliesslich sind wir gerade an einem Ungeheuer gekommen. Ja, danke nochmal für deinen Einsatz dort drin. Ich weiss nicht, was passiert wäre ohne dich. Was wird jetzt eigentlich aus unserer Expedition? Der Zeitplan ist hinüber. Und ich befürchte, ohne Security ist die Aktion auch viel zu gefährlich. Arctantis haben wir nicht gefunden, das stimmt. Dafür aber etwas noch viel Besseres. Der Yeti. Du meinst wirklich, das war der Yeti? Mhm. Das könnte wirklich sein. Nach dieser Entdeckung werden wir nie mehr Mühe mit dem Budget haben. Nicht wahr, Andrew? Ja, wahrscheinlich nicht. Und im Vergleich zu allen vermeintlichen Yeti-Sichtungen von früher haben wir sogar hochqualitative fotografische Beweise. Stimmt, die Mary hat ihn ja in der Höhle mit ihrer Spiegelreflexkamera und Blitz gefüttert. Und das von so nah. Mary, zeig mal deine Kamera. Das sind wir beim Coldplay-Konzert, der Andrew und ich auf dem Weg hierher. Und jetzt kommen gerade Fotos aus der Höhle. Aber... Was ist? Gib mal daher. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Ja, die sind ja alle zusammen völlig unscharf. Genauso verpixelt wie alle anderen vom Yeti oder Bigfoot oder wie die alle heissen. Seich. Die schlechten Fotos liegen also nicht an den alten Kameras oder daran, dass die Fotografen zu weit weg gestanden sind. Es ist der Yeti selber.